Tja, Freunde, es geht weiter, aber vielleicht bald auch nicht mehr. Zurück bei Anno 1800, wenn wir es nicht schaffen, dem Typen hier noch ein bisschen Silbererz zu liefern. Erste Lieferung. Und es wird durch den Monsun und so mit der Produktivität wird's arschknapp, hey. Der Monsun ist klar vorbei, da müssen die eigentlich wieder laufen. Die dauern noch ein bisschen. Da bis zum nächsten Monsun an. Ah, scheiße. Jetzt halt die Frage, kriegen wir das in der Zeit noch hin? Wir haben, ich glaube, 4 Minen aktuell angeschlossen. Ihre Zeit läuft ab, Oliver. Was du jetzt sagst. Ja, nochmal ganz kurz diejenigen, die es vielleicht nicht ganz mitbekommen haben. Es geht hier um die Zielbedingungen. Die können wir in Bronze, Silber und Gold abschließen. Das Problem ist, bei Silber und Gold muss ich jeweils alle Lieferungen abschließen. Also darf keine versäumen oder so. Und ich habe keinen Bock, das nur auf Bronze abzuschließen. Wenn die halt hier so langsam produzieren. Verarbeitungszeit 8 Minuten. Okay, es ist vorbei. Keine Chance, dass wir hier noch irgendwie 5 Tonnen hinkriegen. Ja, ich hab's verkackt. Ich habe das mit überfluteten Minen von Monsun her nicht beachtet. Und ich habe auch das mit der Wassergewinnung habe ich jetzt... Ich dachte auf die Silberproduktion, aber nicht auf die Silbererzminen. Das habe ich Ihnen nicht bedacht, dass es darauf auch sich auswirkt. Dann hätte ich das natürlich nie genommen. Gut, ja, aber damit wir jetzt ausruhen, war mir klar, das war mir bewusst, aber der Rest ja nicht. Und deswegen werden wir es nochmal machen. Oh je. Aber Sie sind Misserfolge ja gewohnt. Hm? Sie sollten froh sein, dass ich so wohlwollend bin, Oliver. Ich wusste gar nicht, dass Ihnen die Arbeit in den Minen so liegt, Oliver. Ich glaube, ich werde Ihre nächste Rate erhöhen. Hier ist natürlich die Frage. Zweite Lieferung. Dann ein Kompromiss. Klappt es dann trotzdem noch mit dem Goldring oder nicht mehr? Ah, scheiße, Mann. Okay, machen wir es doch so, Freunde. Machen wir es doch so. Gut, sehen wir doch. Krass. Wir machen jetzt einfach mal hier ganz normal weiter. Und ich gucke nach dieser Folge, gucke ich mal nach, ob das einen Einfluss hätte. Auf die Ränge hier, weil ich eigentlich hätte jetzt angenommen, dass die jetzt verschwinden. Ja. Was ist das für ein seltsames Ritual? Worum geht's? Weil dann hätte ich halt gesagt, okay, komm, shit happens. Dann haben wir es vielleicht jetzt momentan zwar ein bisschen verkackt. Aber es funktioniert trotzdem noch für Silber und Gold. Wenn es aber komplett verkackt haben und gar nichts mehr geht, dann ziehe ich Notleine. Und machst du schon mal gesagt habe, damit wir halt nochmal von vorne beginnen. Lässt dich nicht lumpen. Zu viel Rumverbrauch, wa? Naja, sehen wir daran. Wir verbrauchen Rum, weil ich natürlich auch mehr Einwohner habe. Er hat vielleicht doppelt so viel Rum halt, war aber auch ohne das der noch zu wenig in der Produktion selber. Sind die Zufriedenheit wieder? Ist irgendwie auch nicht so geil. Koffeinschub ist ja nur für Obrero, wie auch immer.
So. Es ist nichts Besonderes, aber was willst du erwarten? Denke ich mir eben auch. So, hat jetzt irgendwie wieder pausiert oder so? Willst du Ja, uns beide. zuschauen? So, warte mal. Wir brauchen Treibstoff. Traktorscheune, super. Hätten wir sonst keine Probleme, wa? Das Reservoir hat sich eigentlich gut aufgefüllt, wa? Geben Sie mir Schiff des Aktuars 40 Tonnen Silberbarren. Das ist halt die Frage, wie würden wir da überhaupt da vorgehen, um Silber zu produzieren? 300 Obrero oder Obrero für Silber und ich brauche 40 Tonnen Silberbarren. Wisst ihr was, Freunde? Vergesst es. Nee. Nee. Sicher nicht. Kein Bock drauf. Komm. Wir haben nochmal einen anderen Spielstand. Wir überschreiben das Ganze. Wir vergessen es. Komm. Kein Bock drauf. Ganz ehrlich. Kann ich eigentlich auch mal löschen. Wenn ich den jetzt lösche, will ich löschen. Ja, bitte. So. Wir machen nochmal dort, bevor wir das Szenario begonnen haben. Komm, wir starten nochmal von vorne. Das ist mir zu stressig, sorry. Das Spiel soll ja auch Spaß machen und ich wollte ja eigentlich in die neue Welt gehen, damit es auch ein bisschen entspannter wird. Also die Situation mit der neuen, in der alten Welt, die wir hatten. Und eben, das fangen wir nochmal vorne an, ist ja kein Thema. Wir wissen ja, wo die Hacienda steht und so, können wir alles darum herum bauen, alles ein bisschen besser machen, ein bisschen optimierter bauen. Da vielleicht von Anfang an schon ein bisschen mehr auf eine Rumproduktion gehen, soll nicht so das Problem sein mit den Pflanzen da. Ja, müssen wir eigentlich schon hinkriegen. Ja, komm. Ein Neustart, Freunde. Weil jetzt auch das mit dem Kompromiss, ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie beim Einfluss, bei der Siegbedingung jetzt funktioniert hätte. Aber trotzdem Gold hätten und dann muss ich sagen, nee, come on. So, sind wir da hier. Da ist da, wo wir vor etwa 3 Folgen so begonnen haben. Und jetzt starten wir eben das Szenario, der silberne Käfig. Szenario starten, so. Da wir die Ausgangssituation kennen, können wir alles schon mal ein bisschen überspringen. Und hinmachen, Freunde, mit der Produktion. Vasco Oliveira, ja, wir erinnern uns. Es ist schon eine Weile her, wo wir das in der Kampagne hatten. Auf Anordnung von König Joao, dem Dritten seines Namens, seiner hochwohlgeborenen königlichen Majestät, Herrscher über die Kolonien der Krone und so weiter und so fort. Finde ich eben auch. Moment, wir können es überspringen. Okay. Der silberne Käfig, die Mine. Ein neuer Anfang. So. Wir wissen, worum es geht. Dass wir im Arsch sind. Da ist nichts Neues. Dann legen wir doch mal los. Erst einmal, wir haben natürlich gar keine Einwohner. Okay. Ja, sehen, da steht diesmal einfach mal so. Gesegnet sein als unsere Vorgänger. Hätten wir das letzte Mal irgendwie noch komplett neu bauen. Reservoir, okay, das war jetzt hier oben, war ursprünglich noch. Da steht eigentlich hier irgendwie Objekt zerstören drauf, wir können trotzdem gar nichts machen. Ach hey. Ich frage mich so, ob ich die... Ich kann sich auch verschieben, oder? Ich wollte gerade sagen. Ich verschiebe die mal dahin.
Dann bauen wir jetzt mal ein bisschen anders. Wir nutzen natürlich die vorhandenen grünen Flächen aus, da ist klar. Okay, warte mal. 77 Tonnen, ja, vielleicht später mal. Die Hacienda Farm könnte man sich mal überlegen. Vielleicht irgendwie ein paar hier unten bauen wollen. Nur so testweise. Die Wohnräume. Okay, das geht schon wieder nicht mehr. Vergessen wir nicht, dass wir irgendwie auch noch eine Kapelle oder sowas brauchen. Hier geht's da, nach oben geht's noch. Gib mir hier mehr darum, dass ich irgendwie einen groben Blick habe, wie weit das Feld hier reicht. Dann könnte man es vielleicht irgendwie so versuchen. Ja, das wird gehen. So, die Hacienda haben wir da. Dann versuchen wir mal einen normalen Marktplatz irgendwie hier unten zu bauen. So, in der Kapelle dann da oben bauen würde, wird's gehen, wa? So, brauchen wir möglichst schnell ein paar Einwohner. Danach kommen auch schon die Tortillas zum Zuge. Ups. Sind auch da gebaut, damit ich hier unten dann ausbauen kann. Okay. Dann auch hier nach oben. Dann hier wieder ein bisschen schräg rüber. Für ein bisschen Abwechslung. Kapelle hat Platz hier. Ich meine, es hat alles täuscht. So, genau, hier ist eine Silbererzmine, ob die wirklich hier bauen will oder irgendwann mal noch woanders bauen. Sehen wir alles noch. Schon mal ein bisschen vorbereiten kann. So. Jung ist doch gar nicht mal so schlecht, wenn es vielleicht mal eine neue Holzproduktion zu testen, wa? Dass jetzt die Holzfällhütten und so das hier oben machen, denn wir haben hier eh noch ein paar Ölquellen. Ja, ja, okay. Wir könnten eigentlich gut hier drin bauen. So, mal gucken. Die erste Holzfällerhütte, ein Sägewerk und ein Lagerhäuschen. Vorsicht, Reffe. Mach dir deine protzigen Schuhe nicht dreckig. Du mich auch. So, dann hätten wir das mal. Da haben wir jetzt Zeit, dass wir noch ein paar Obrera brauchen. Machen wir gleich mal hier unten weiter. So.
Bei 50 kommen Tortillas zum Zuge. Die würde ich wie gehabt hier unten erstmal versuchen aufzubauen. Die Frage, ich muss irgendwie auch noch eine Straße durchziehen, aber ich glaube, das hat das letzte Mal gar nicht mal so schlecht funktioniert so. Ah, so viele hungrige Mäuler und kaum bestellbarer Boden. Mhm. Dann mache ich den aber auch nicht da, sondern... Obwohl, warte mal. Wenn ich hier unten noch einen baue... Nein, warte mal. Den anderen könnte man da nicht mal von beiden Seiten... Möglichkeit, eine Tortilla-Bäckerei, machen wir einfach mal Number One. Unterhaltskosten und Baukosten, da ist nichts Neues. Dann eben erfordert bewässerten Boden. Verbessert werden. Ich hatte nie das Gefühl, dass das jetzt irgendwie groß was gebracht hätte. So, warte mal. Den kann ich ja theoretisch, ich muss ihn gar nicht komplett draufsetzen, da geht ja auch... Maismontage würde ja auch hier gehen. Die Felder, die müssen natürlich hier drauf sein, da ist klar. So, jetzt sind wir bei 17 Minuten angelangt. Ja. Auch hier steht natürlich die Frage, eigentlich könnte ich jetzt den Folgen wieder löschen. So im Sinne von, nö, ist ja eh nichts passiert, ich habe eh nichts geschafft. Ist nutzlos. Wir müssen unsere Felder auf die bewässerten Bereiche beschränken. Da bin ich ja gerne dabei, du Idiot. Genau, könnte ich eigentlich so, können man ja eigentlich irgendwie auch so sagen, aber ganz ehrlich Leute, nee, das war jetzt ein guter Lerneffekt und so, deswegen sage ich jetzt mal, okay, die ersten 3 Folgen, mehr oder weniger drauf geschissen. War jetzt nicht ganz optimal zugeben, aber hey. Anders nicht drauf. So. Das Problem ist jetzt mit dem zweiten hier nicht mehr reichen. Natürlich die Bewässerungsdinge auch hier durchziehen, damit es funktionieren würde. Erstmal abwarten. Auch E2 Maisplantagen, wa? Ich baue die anderen direkt hier oben hin, wenn ich eh zu wenig Platz hätte. Theoretisch. So, alles ausnutzen, was irgendwie geht. An vorhandenen Feldern. Mein Gott, der braucht echt lange, hey. Dass man hier ein bisschen vorwärts geht. Warte mal, jetzt haben wir eine. Sag mal. So, wir brauchen 2 Stück. Zumindest gerade temporär noch. Ja, ich baue jetzt trotzdem mal hier, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es irgendwie viel was bringt, aber da bringt es jetzt doch was. Ups. Das war jetzt ein bisschen falsch. Hallo? So. Yeah. Den nächsten direkt da dran bauen. Okay, nee.
Das war jetzt ein bisschen doof. Ja, nicht viel. Dazwischen müsste ich eigentlich 2... Kriege ich ja 2 rein? Ah, okay, der war schon gereicht. Ne, warte mal. Tatsächlich noch nicht. So, aber jetzt. Kein Lagerhaus. Ja, ich würde gerne machen, wenn es mal ein bisschen schneller gehen würde hier. So. Anfangen können wir ja schon mal. Danke. So. Und der Part ist bald wieder vorbei. Und wir haben praktisch wieder mal nichts erreicht. Gar nichts. Doch, die Erkenntnis. Und die bleibt uns für immer. Okay, war da ein paar Arbeit, aber geht noch. So. Die Frage aller Fragen, reicht eine Tortierbäckerei dafür? Zumindest glaube ich, für unsere aktuelle Bevölkerungsdichte müsste es reichen. Ja. Okay, damit hätten wir schon mal einen Anfang. Genau, wir wissen ja, wir brauchen dafür auch hier oben Lehmvorkommen. Genauso wie hier oben. Dafür brauchen wir 300 Jornaleros. Die Frage sind den Paar, die wir jetzt schon mal haben. Das ist jetzt auch schon mal 300. Ja, okay. Was? Ah, jetzt geht's. So, ein bisschen hinmachen. Und ich könnte hier in die Produktion ein bisschen ankurbeln. Vielleicht kann ich den auch irgendwo anders bauen, aber warum? Hinten braucht Reni Platz, also insofern. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Sehr gut. Tortillas, es reicht noch, aber der Rest ist auch so, ja, wie bereits erwartet. Das klappt soweit auch. Sehr gut. Neue Gebäude wurden freigeschaltet. War schon die Rumproduktion dran, war. Soweit sind wir hier noch nicht. Feuerwache braucht es natürlich, sonst wäre wirklich am Arsch. Die Frage ist, reicht der hier oben aus? Baue ich lieber jetzt mal hier einen hin und dann auch hier einen. Das haben wir eigentlich im Hafen so. Segelschiffwerft, okay, ja, für die anderen Inseln halt, wa? Die kommen natürlich auch noch zum Zuge, da ist klar. Nehmen wir auch die Wässerung, weil solange der Monsun noch nicht da ist, bringt es mir aber noch nicht so wirklich. Andererseits Fundament und natürlich auch mal bauen. Ich glaube, die größte Produktion werden wir schon irgendwie hier haben, wa? Hier hinten halt vor allem. Was starte ich denn hier oben, wenn ich in mehrere Richtungen gehen könnte? Ja, will ich auch hier brauchen, aber ich kann ja auch über die Straße die Dinger ziehen, die Kanäle, das geht ja auch. Oh. Was wesentlich mehr Ding. Warte mal, hier haben wir. Jo, ist alles cool. Offenbar haben wir alles. Dann ist aktuell der Rum ist noch eine Frage. Holz machen wir weniger Sorgen, Zuckerrohrplantage.
1:1 im Verhältnis. Eine Rumbrennerei. Wird dann nicht so das Problem sein. Die könnt ihr jetzt mal temporär mal hier hinbauen. Oh. Und Zuko ja ein bisschen schwierig. Und hier halt bauen wir... Okay, machen wir das später. Sehr gut. Ich habe doch schon alle Volkslieder gespielt, die ich kenne. Müsste temporär fürs erste mal ausreichen, das so zu machen. Finde Waren. Ja, holst du auf kein Problem sein, Alter. Da wären wir... Hä? Ganz wenig im Insellager? Ernsthaft jetzt? Krass. Ja gut, macht irgendwo durchaus Sinn, muss ich ganz ehrlich dazugeben. Bauen wir hier oben einen hin, wa? Deshalb für die Produktion, aber natürlich nicht daran gedacht, dass wir hier auch noch was bräuchten. Ja gut, einen Wald brauche ich eigentlich nicht. Ja, sie könnten auch hier bauen. Dann machen wir es doch mal so, schon mal hier oben, wie es so schon auch geplant hatte. Ja, komm. Wir wissen ja, dass, glaube ich, war das schon mit dem Rum, ja, eine Holzfällerhütte reicht für 2 Rumbrennereien. Okay. Dann passt das Verhältnis. Dann fehlt genau noch das Holz. Das Holz. Und die Hacienda mit den Modulen, haben wir den Quatsch wieder. Ja. Zufriedenheit weniger, wenn ich halt weniger Ding will. Super, der höhere Verbrauch. Zufriedenheit höher, aber eben 50% Kaffee, Tortillas und Fischsuppe. Wir verbrauchen Rum. Momentan bringt es noch gar nichts, das machen wir später, Freunde. Und erstmal gucken, dass der Rum funktioniert, damit wir demnächst schon mal genug haben wieder für die Mine. Viel fehlt ja nicht mehr. 8 Personen noch. Es sind aktuell 10 drin, dann läuft es eigentlich. Machen wir jetzt den. Dann können wir in der nächsten Folge nämlich das hier noch ausbauen. Andererseits hätte ich es mir, glaube ich, sparen können, weil der Rum kommt hier noch dazu. Ups. Entschuldigung, bin gerade selber ein bisschen doof. Ja, muss ich auch warten, bis hier endlich mal ein bisschen Holz kommt, dann haben wir es auch. Ja, dann können wir den Rum produzieren. Dann geht es hier ein bisschen mehr, dann können wir Silbererz wieder bauen und dann müssen wir mit der Wiedergutmachung halt ein bisschen gucken, bis er da ist und wir mehr dazu wissen. Dann natürlich noch ein bisschen aufforsten, dann machen wir das auch. In der nächsten Folge, noch 5 Minuten Zeit, dann müssen wir gerade funktionieren, damit das irgendwie aufgeht. Oh Mann. Also, neuer Anfang, mit der Hacienda hier im Bild, passt es da, glaube ich, perfekt. Jo. Die Hacienda La José. War das nicht irgendwie ein Film mit Bud Spencer und Terence Hill? Ja, genau, 4 Fäuste gegen Rio. Alter, so ein geiler Film. Wir sind unsere Hacienda. Noch nicht mal die neuen Welt, das ist auch mal eine, die wir vom Szenario her quasi testweise zu haben. Ist das der Mond? Nee, das sieht ein bisschen so aus. Also Freunde, mit diesen Worten sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Anno 1800. Wieder hier im Szenario, fast, sage ich jetzt mal wieder am Anfang. Und irgendwie doch wesentlich besser als zuvor. Bis zum nächsten Mal, bye bye.